Wollen wir einfach mal ein paar Fragen beantworten aus dem Chat? Auf ganz, ganz chillig. Ihr könnt ein paar Fragen stellen. Ich werde sie beantworten wie so ein... Nee, ja, okay, gut, war's vom Q&A. Tschüss. Adi Totoro, seit wann saufst du so viel? Ey, Digga, ich höre, wenn noch eine Frage zum Saufen kommt. Wie viel trinkst du pro Minute? Bro, shut the fuck up! Ich trinke nicht so viel, Bro. Ihr könnt wirklich ernste Fragen stellen. Und nicht, wie geht's dir? Was ist dein Lieblingsbier? Seit wann kiffst du so viel? Bro, ich kiff nicht. Wie schläfst du gerade so? Das ist actually eine gute Frage. Ich schlaf mittlerweile ein bisschen besser. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe eine Zeit lang nicht so gut gepennt. Jetzt wieder besser. Ich würde sagen, so von 7 Nächten in der Woche. Hat eine Woche 7 Nächte oder 6? Von 7 Nächten penne ich 4 gut oder 3. Ja, aber kommt immer darauf an, wie viel ich gemacht habe am Tag. Aber es gibt so Nächte, da habe ich immer so einen leichten Schlaf und schlafe nicht durch, aber viel besser als vorher. Skatest du noch? Ich skate nicht mehr. Nee, das Problem ist, ich habe ja eine Zeit lang geskatet und konnte einen Kickflip, Bro. Big Skate Flex, aber ich habe beim Skifahren mir die Adduktoren hier drin angerissen. Und seit dann macht es beim Skaten immer, wenn ich so diese Flickbewegung mache, also bei so einem Kickflip musst du ja so rausflicken, spüre ich das immer beim Bein hin. Und deshalb ist meine Skate-Karriere leider vorbei. Wie ist deine Bildschirmzeit? Okay, warte. Scheiße, Bro. Okay, schreibt mal eure Bildschirmzeit rein, Chat. Was habt ihr so für eine Bildschirmzeit? 1,5 Stunden, 6 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden? Digga, 1,5 Stunden sind richtig wenig. 25 Stunden, go to one. Okay, ich habe 8 Stunden und 22 Minuten. Chill, Bro, das ist nur ein Drittel vom Tag. Also, Digga, ich bin mehr am Handy, als dass ich schlafe. Jeden Tag ist es ungesund. Was sind das für Slides? Diese Slides hier, Chat, das sind, glaube ich, die geilsten Slides, die ich jemals hatte in meinem Leben. Das sind Adiletten 22. Das sind die neuen Adiletten, so eine Special-Kollektion. Und die sehen ein bisschen aus wie Minecraft-Adiletten. Und ich weiß nicht, was genau das darstellen sollte. Ich habe mehrere Theorien. Erstens, es sind halt actually Minecraft-Slides. Aber ich glaube ehrlich, dass es so Topografie darstellen sollte. Weißt du, wie ich meine? Also so Karten von oben, weil ich kann es erklären. Guck mal, wenn du das als Gefälle ansiehst, so, ist jetzt eine sehr interessante Information, Chat. Wenn man das so ansieht, dann ist ja diese Seite, hat kein großes Gefälle. Deshalb sind hier die Abstände vom Gefälle auch groß. Hier, wo es dann mehr Gefälle hat, hat es kleinere Abstände, wie auf einer Karte. An alle vom Chat, die schon mal eine Karte gelesen haben, da gibt es auch überall, wo es steiler ist, hat es mehr Linien und dort, wo es nicht steil ist, hat es weniger Linien. Das ist meine Prognose. Sind die maybe 3D gedruckt? Bro, es könnte actually sein. Nee, die sind nicht 3D gedruckt. Würdest du bei Seven vs. Wild mitmachen? Also ich sag mal so, jeder Influencer oder YouTuber in meiner Größe ist einfach nur dumm, der nicht mitmacht bei Seven vs. Wild. Das ist, glaube ich, der größte Boost, den du haben könntest. Deshalb, ja, ich würde mitmachen. Ich würde mich dahin chillen. Ich würde wirklich den Chris machen und 7 Tage einfach diesen hier. Mich einfach hinsetzen und nichts machen. Das wäre mein Plan. Gibt es ein Foto von dir ohne Topfschnitt? Ja, gibt es. Okay, warte. Scheiße. Scheiße. Ich kann euch ganz kurz einen Ausschnitt von einem alten Vlog zeigen. True. Warte, Chat. Adi Totoro 1 gegen 100. Das ist so eine Schweizer Fernsehshow. Jetzt geht's los. Digga, ich glaube mir, wie es ist, die Frisur war damals nicht das Schlimme. Digga, mein Style. Sieht man meinen Style irgendwo? Holy shit. War nicht schlimm. War jetzt aber auch nicht schön, würde ich sagen. Vor der Alkoholsucht. Bro, shut the fuck up. Ich war an 3 Festivals. Ja, ich habe ein bisschen viel gesippt, würde ich sagen. Aber Bro, ich habe keine Alkoholsucht. Hast du Tipps für Adilettentricks? Nee, aber ihr müsst es einfach machen. Ihr nehmt einfach die Adiletten so. Ja, mit denen ist schwierig, Chat. Mit denen ist actually sehr, sehr schwierig. Warte. Warte. Watch this. Nein! Wann wird Adidas endlich Partner von dir? Ich weiß es nicht, aber falls jemand von Adidas zuhört, ich wäre down to get paid. Dann mache ich das gleiche einfach für Geld. Bro, kannst du einen Backflip in deinem Zimmer machen? Safe. Warte. War gut, oder? Sind das diese AfD-Hosen? Bro, Digga, guck. Das sind diese Hosen, die sehr ähnlich aussehen wie das AfD-Logo. Und ich habe ungelogen auf TikTok unter den letzten Videos, weil ich immer diese Hose anhatte, so viele Kommentare bekommen. Wieso trägt der AfD-Hosen? Wählt er die AfD? Bro, ich wohne in der Schweiz, ich kann nicht mal die AfD wählen. Aber wenn ich könnte, würde ich natürlich. Klimawandel gibt's nicht und wir brauchen russisches Gas. Ja. Wann kommt Glatze? Die Glatze kommt bald, Chat. Mein Haaransatz geht zurück, aber ich verstehe die Menschen nicht, die das so krass stört. Es gibt so Menschen, die stört das so krass. Also, mich stört es actually nicht so, also keine Ahnung. Also jetzt nicht so schlimm, actually, aber ich meine, Digga, der war hier, guck mal, der war auch mal hier vorne, ne? Das darfst du nicht vergessen. Wenn du könntest, würdest du die Bierpartei wählen. Wieso sind deine Streams so unterhaltsam? Sind sie nicht. Kannst du uns in einer Minute das Schweizer Wahl- und Regierungssystem erklären? Okay, watch this, Chat, watch this.
Hallo, mein Name ist Adrian und ich bin Politexperte aus Basel-Land. Die Schweiz hat 26 Kantone. Alle 4 Jahre wird in der Schweiz gewählt, das heißt, jeder Schweizer kann wählen. Einerseits gibst du deine Stimme an Nationalräte und an... Du gibst einerseits deine Stimme an Nationalräte und Ständeräte. Die Nationalräte sind relativ zu der Anzahl Leute im Kanton. Ein großer Kanton bekommt mehr Nationalräte, ein kleiner Kanton bekommt weniger Nationalräte. Die Ständeräte, die sind bei allen Kantonen gleich. Ein großer Kanton, also jeder Kanton bekommt 2 und ein Halbkanton einer. Das heißt, bei den Nationalräten vertritt man das größte Volk von einem Kanton. Bei den Ständeräten ist jeder Kanton gleich. Die werden gewählt. National- und Ständerat zusammen wählt den Bundesrat. Der besteht aus 7 Personen und diese 7 Personen regieren die Schweiz. Grüße gehen raus an alle Bärse. Hat das jemand verstanden? Ich glaube nicht. Muss es jemand verstehen? Ich glaube nicht. Weiter geht's. Wie viele Saltos kannst du mit deinem iPhone machen? Ich kann das ziemlich genau definieren, Chat. Watch this. 1 mit Schraube. 2 mit Schrauben. 3 mit Schrauben. Handy landet immer gleich. Wann geht's mit die Different weiter? Milo und ich würden sehr, sehr gerne, also Milo ist bei Different auch neu dabei. Milo und ich würden sehr gerne mehr machen. Das Problem ist, es fehlt uns ein bisschen die Zeit und die Partner. Und wir müssen zuerst Leute finden, die sich ein bisschen besser auskennen, weil wir können das einfach nicht. Und wenn wir es machen wollen, wollen wir es gut machen. Wir wollen nach ganz Europa gut versenden können. Das bedeutet, dass Deutsche, Österreicher, Leute aus Norditalien, Luxemburg, also alle Leute, die Deutsch reden, dass die bestellen können. Und nicht, dass es wieder nach Deutschland irgendwie 20 Franken kostet. Und wir wollen erst machen, wenn wir da so gute Wege haben, das Ganze zu versenden. Wenn wir eine Firma haben, die das für uns macht, die das gut machen kann und billig machen kann, dann machen wir weiter. Genau. Aber an dieser Stelle mal wirklich Big Shoutout an Dave mit Tarmac. Er macht das richtig geil. Ich finde die Shirts wirklich Big Baba Bubu. Ich trage die den ganzen Tag. Grüße gehen raus an Dave. Du bist in meinen Augen ein richtiger Businessmann. Okay, machen wir noch eine letzte Frage, Chat. Hast du Euros in deinem Portemonnaie? Hast du Euros? Nee, ich habe keine Euros. Ich habe literally keine Euros in Bargeld. Gegenfrage, hat ein deutscher Franken, ich glaube actually, wenn du an der Grenze lebst, also viele Schweizer, die an der Grenze leben, haben auch Euros, I guess. Ich mache noch eine letzte Frage, Chat. Woher hast du den Tisch, Digga? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Aber actually ist es einfach so eine Holzplatte, das ist jetzt eine geile Story. Diese Platte war mal bei meinen Großeltern, die hatten 40 Jahre lang einen Blumenladen und das war so der Arbeitstisch. Und wir haben die Platte umgedreht, das heißt auf der Unterseite ist die komplett hässlich und verkratzt und dreckig. Wir haben die umgedreht und jetzt fand ich es geil, dass ich die so nehmen konnte, weil meine Großeltern hatten 40 Jahre diese Platte zum Arbeiten und jetzt habe ich sie zum Arbeiten. Ich mache deutlich weniger als sie, aber finde ich geil, dass ich die Platte übernehmen konnte, genau. Und die steht auf so 2 Ikea-Möbeln. Das ist die Geschichte von meinem Tisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich streame ein paar Mal in der Woche auf Twitch. Guckt vorbei, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal bitte nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.